Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das sind irgendwie schon ziemlich verrückte Zeiten. Ich spreche jetzt ein Grußwort für eine Ausstellung, für die Eröffnung einer Ausstellung, die eigentlich in Wahrheit keiner richtig sehen kann, weil die Corona-Zahlen so schlecht sind, dass die Ausstellung quasi jetzt eingemottet wird im neuen Wendischen Museum in Cottbus und gewartet und gehofft und möglicherweise auch, wenn es hilft, gebetet wird, dass die Zahlen runtergehen, damit Menschen ganz normal wieder ihrem Leben nachgehen können und sinnvollerweise vielleicht auch ins Museum gehen können. Und ins Wendische Museum in Cottbus zu gehen, das lohnt sich immer, erst recht nach der Neueröffnung. Das ist wirklich ein tolles Haus geworden, auch wenn das wegen Corona ganz viele Menschen noch nicht haben sehen können. Aber es lohnt sich im Augenblick ganz besonders, weil wir eine ganz tolle, wie ich finde, neue Ausstellung da eröffnen würden, wenn wir denn zusammenkommen könnten. Und sie heißt Übergang Przechod 3. Przechod 3 deutet schon an, es gab auch Przechod 1 und 2. Und das Prinzip war, so habe ich mir das jedenfalls sagen lassen, immer das Gleiche, nämlich zu gucken, dass man aus Regionen, die spezifisch durch Minderheiten, durch Umbrüche geprägt sind, versucht, das kulturell darzustellen, was wirklich diese Landschaften bedeuten für die Menschen, was die Veränderungen in den Landschaften für die Menschen bedeuten und was für eine besondere Rolle da die jeweiligen autochthonen Minderheiten haben. Und so ist es jetzt wieder auch bei dem Projekt Bilder einer Landschaft. Es geht um bildende Kunst, es geht um Literatur, es geht um Musik oder vielleicht müsste ich sagen, es ginge um bildende Kunst, es ginge um Literatur, es ginge um Musik, wenn wir das alles wirklich live, so wie wir das eigentlich wollen, uns hätten ansehen können. Jetzt ist es alles ein bisschen schwieriger. Jetzt ist ganz viel zum Glück digital ansehbar. Und das, was ich durch den Katalog mitbekommen habe, ist wirklich eine richtig tolle Sache. Bei Landschaft glauben viele Leute ja, Landschaften seien sozusagen Natur oder möglicherweise auch Gott gegeben. Sie, die in der Lausitz wohnen, leben, unterwegs sind, wissen, dass das meistens falsch ist und ganz sicherlich in Bezug auf die Lausitz falsch ist. Die Lausitz ist wie kaum eine andere Landschaft in Deutschland durch Menschenhand verändert worden durch den Braunkohleabbau. Die Sorbenwenden haben in dieser ganzen Geschichte in den letzten Jahren, Jahrhunderten muss man fast sagen, eine ganz besondere Rolle gespielt. Sie haben auch ganz besonders darunter gelitten, darunter, dass ihre Dörfer abgerissen worden sind, dass sie umgesiedelt worden sind, betraf natürlich auch Menschen der Mehrheitsgesellschaft. Aber ganz klar, die Lausitz ist eine Landschaft, die von Menschen gemacht worden ist. Das gilt im Kern für alle anderen Landschaften auch, aber nirgendwo ist das so deutlich wie in der Lausitz. Und damit komme ich zum Schluss. Die Veränderungen in der Landschaft, die durch den Braunkohleabbau entstanden sind, die setzen sich natürlich fort. Auch jetzt, nachdem das Ende der Braunkohleverstromung 2038 absehbar ist, jetzt wo der Strukturwandel, der in den vergangenen 30 Jahren sich ja schon weitestgehend ungeordnet vollzogen hat, nochmal einen Schub zum Besseren hoffentlich bekommt. Wir als Teil der Landesregierung wollen jedenfalls, dass unsere dafür beitragen. Jetzt, wo dieser Strukturwandel nochmal neu gestaltet wird natürlich auch die Landschaft nochmal verändert. Und ich glaube, dass es dafür, dass man sich heimisch fühlt, dafür, dass man sich zu Hause fühlt, dafür, dass man sich identifiziert mit der Region, in der man lebt und mit den Menschen, die mit einem zusammenleben, dass es unglaublich wichtig ist, dass man das eben auch künstlerisch reflektiert, die Veränderungen in der Landschaft. Und einen ganz wichtigen Beitrag, glaube ich, kann diese Ausstellung dafür sorgen. Ich würde mich sehr freuen, sie jetzt wirklich in echt mir anschauen zu können. Geht nicht, geht hoffentlich bald, freue ich mich drauf und dann komme ich wieder nach Cottbus. Vielen Dank.